beruhigen. Hier steht, Schmetterlingseffekt Aktualisierung. der Biss... Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert Glück habt. überhaupt nichts. Glück habt. Was haben wir dann da? Ah, abgesägt die Schrotflinte und Munition. Sehr gut. Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ah, sehr gut. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Until Dawn auf Pelzig. Und weiter geht's mit dem Wölfchen. Das finde ich großartig, dass das geklappt hat. Dass sich das so gelohnt hat, dass der Wolf uns jetzt begleitet. Das ist sehr, sehr geil. Okay, das können wir nicht benutzen. Und da müssen wir uns jetzt nicht gegen ihn zur Wehr setzen oder ähnliches, was ich sehr praktisch finde. Okidoki, Mann. Ganz ruhig. Okay. Die Treppe wollte ich jetzt... Treppe wollte ich jetzt nicht, oder? Ich glaube, ich sitze hier fest. Okay. Der Wolf kann zumindest auch erkennen, wenn irgendwas ist, was nicht so ist, wie es sein sollte. Ich glaube, der kann der Wendigo wahrscheinlich auch sehen, wenn er uns jagt. Super. Das wird wohl der Sicherheitstrakt gewesen sein hier, ne? Ich nehme an, das war so der Sicherheitstrakt für geisteskranke Straftäter. Gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfi? Ich wünschte, ich hätte noch was dabei, um den zu füttern. Irgendwelche Knochen oder Häppchen oder sowas. Ich finde es überhaupt erstaunlich, dass der Wolf ihnen nichts macht. Wahrscheinlich, weil der sowieso schon vom Fremder abgerichtet worden ist und schon halb zahm war. Aber mit dem Wolf würde ich normalerweise auch nicht Spaß machen. Ne? Der kann ach so richtig heftig zubeißen. Da geht's wohl weiter, ne? Was haben wir da? Noch ein kleiner Raum, oder? Mit Hinweisen. Befundener Arzt Dr. W.B. Cathcart. Erstbericht. Die Patienten wurden vor 5 Tagen in die medizinische Einrichtung von Blackwood eingewiesen. In diesem Zeitraum führten wir eine Reihe von physiologischen und psychologischen Tests durch. Die Ergebnisse waren außergewöhnlich. Sie widersprachen den allgemeinen medizinischen Erwartungen. Beobachtete Symptome: Blässe, Hautverfärbung, schwerer Vitamin-D-Mangel, Störung des Sozialverhaltens, überdurchschnittlich lange Wiedereingewöhnungszeit nach traumatischem Ereignis, unstetes zwischenmenschliches Verhalten, Gewalt gegen Pflegepersonal, 3 versuchte Tätlichkeiten, ein versuchter Kratzangriff, erwartete, aber nicht beobachtete Symptome, Mangelernährung, Skorbut, durchschnittlicher BMI innerhalb ca. 3% der normalerweise erwarteten Werte. Sie müssten tot sein. Erfrierungen, Reaktion der Patienten auf Reize innerhalb akzeptablen Bereichs 130 bis 410 ms. Auf der Rückseite Gebrechlichkeit, Schwäche, Aufblähung von Schienbein, Wadenbein und Oberarmknochen, durchschnittlich 2,5 cm. Ungewöhnlicher Kräftezuwachs beobachtet. Ein Patient hob knapp 330 Kilogramm Gewicht. Empfohlenes Vorgehen unter strikter Beobachtung halten, Fixierung dringend empfohlen, Pflegepersonal von 1 auf 3 Personen aufstocken, Beobachtung rund um die Uhr. So, dahinter noch, ja. Alles klar, das war einmal wieder sehr interessante Hinweis. Ich mag diese 1952er Dinger sehr. Da haben sie schon die Kette noch an der Wand. Ach du Scheiße, das muss ja richtig heftig gewesen sein. Was gibt's? Oh. Oh, sein Wolfbruder.
Oh nee. Ja, irgendjemand hat seinen Wolfsbruder aufgeschlitzt und den Kopf halber abgerissen. Armer Wolf. Es tut mir echt leid. Wow. Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Erstens mal wirklich fette Panzertüre und dann Kratzspure und Eingetreter, richtig. Total deformiert die Tür. So richtig ochsig tragebollert. Was steht da? Was war denn hier los? Lasst uns raus, wir verhungern, wir frieren. Ich werde mich rächen, hört auf, uns zu testen. Boah, scheiße. Ja, wenn die 330 Kilo Stämme konnten, dann war ach sowas möglich. Fuck, Mann. Das ist wirklich ekelhaft. Der arme Wolf. Der tut mir echt leid. Ich hasse sowas. Ich hasse es immer, so tote Tiere und so zu sehen. Zumindest so Pelztiere. Sind wir dann da noch? Hier sehe ich momentan nichts, was von Interesse wäre. Oh, da klettert was. Rechts hat was geklettert vor ein paar Sekunden. Ich glaube, das war wieder ein Wendigo. Okay, also achte, Mike könnte hier Probleme kriegen. Ich vermute es mal stark, dass er Probleme kriegen wird. Scheiße. Oh Mann, es kann auch nie was gut laufen. Und schade, dass ich da mit der Emily nicht richtig gezielt habe, also nicht schnell genug gezielt habe. Hätte mich interessiert, wie das ausgegangen wäre, wenn ich mit der Leuchtpistole auf den Wendigo geschossen hätte und ob ich den damit entzündet und wirklich getötet hätte. Das hätte mich sehr interessiert. Okay. Ich freue mich dann auch, was der Plan vom Fremde war. Ob der die Wendigo-Wake einsperren wollte, um sie verhungern zu lassen. Ob das vielleicht sein Plan war. Mit Feuerschwäche und dann verhungere lassen. Weil er sagt ja nur, wenn man sie ganz tötet, dann wird der Geist einfach nur wieder freigesetzt. Ne, du ist der Wolf, du geht's richtig weiter. Und der Wendigo ist schon hier wieder im Sanatorium drin. Okay. Da haben wir noch ein optionales Zimmer. Das ist jetzt praktisch eben, weil ich den Wolf dabei habe, weiß ich, wo der Hauptweg ist. Und was die optionale Dinger wieder sind. Okay, hier haben wir einen Projektor. Ah, okay. So, und dann wieder so der Dreher, ne? Ist einer fixiert, ne? Ups. Geht einfach aus seiner Fixierung raus. Und klettert an der Wand hoch, à la Gollum. Jetzt wird die Schwester gecrunched. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Oh, Mann. Ach, Gänsehaut kriegt gerade. Scheiße. Da haben wir noch was. 1952, das hier, Update. Sieht aus wie der Stuhl in dem alten Film, der zeigt, wie sich ein Bergarbeiter in einen Wendigo verwandelt. Update, Dr. Bone wurde am selben Tag ermordet wie diejenigen, die auf dem provisorischen Friedhof begraben wurden. Okay. Update, ein weiterer Todesfall vom 24. Februar 1952. Es muss ein Massaker gegeben haben. Das ist doch nochmal. Alle Kreuze tragen das gleiche Datum, 24. Februar 1952. Wodurch sind so viele Menschen am selben Tag gestorben? Okay, das hatten wir. Ach, gerade eben schon. Ein gefesselter Patient scheint sich in eine Art Kreatur zu verwandeln und wird gewalttätig. Er greift die Leute an, die den Film drehen. Ich würde es gerne nochmal sehen, um ehrlich zu sein. Ich mag sehen, wie der sich verwandelt. Das habe ich nämlich jetzt echt nicht erkannt. Hab nur gesehen, dass so ein Mensch hier was kriegt, während er auf dem Fixierstuhl ist.
Und dann wackelt der Cop irgendwie. Und er macht sich ab, hat aber noch seine Kleidung an und alles. Und fängt dann einfach an, so hoch zu kraxeln in seiner Kleidung, ne? Kommt die Schwester wieder zurück. Und dann zieht sie ihn da rum, Waschler, ja? Und bewegt sich schon so abgehackt in Zeitraffer. Und dann, ja, okay, dann greift er die Kameramann an und dann fällt die Kamera um. Boah, Gänsehaut. Das ist echt gruselig, vor allem mit so altem Filmmaterial aus der frühen 50er. Das ist scheißen gruselig. Solche Aufnahmen, dann vor allem solche Patientenaufnahmen. Uah. Lecco mio. Und, was ist in dem Raum hier noch? Machen wir auf. Hopp. Patientenakte, oder? Blackwood Pines, Blackwood Sanatorium. Ärztliche Untersuchung, Patient Nummer 9. Verlauf der Hyperostose. Vertraulich. Na? Okay. 9.01.1952, Tag 4. Epidermale Depigmentierung zu erwarten nach Aufenthalt unter Tage. Starke Krümmung des Thoraxbereichs. Posttraumatische Kyphose. Hornhaut. Dystropie und Linsentrübung. Sehschärfe 20, 160. Gerade mal das Bild gucke, wie das so ausgesehen hat. Und jetzt so. Tag 9. Chronische Kyphose. Narbige Alopezie. Extreme Perforation der Nasenscheidenwand. Ektodermale Dysplasie. Anspitzung der Zähne. Wow. Fallstudienakte. Das ist ja echt unglaublich. Tag 12. Telogenes Effluvium, keine Alopezie. Länge der Oberkiefereckzähne 3,5 cm. Konsistenz bei Hornhaut Ödem, aber Sehschärfe jetzt 20, 22. Epidermale Verhärtung, Hornschicht plus 1,3 cm. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß, Mann. Also richtig heftig und hässlich mutiert. Der gute Mann. Jetzt mag ich nochmal reingucken. Hat man da noch was? Ne. Bei der Totems an, bei 1952 hat man aber hier was, ne? Fallstudienakte. Eine Reihe von Fotos eines Bergarbeiters namens Billy Bates. Sie zeigen eine Verwandlung über mehrere Tage. Zum Schluss ist der Bergarbeiter eindeutig ein Wendigo geworden. Wow. Krass. Manometer. Ist hier... Ah. Geheimgang und... Das können wir aufschießen. Wie schaut's hier aus? Heilige Scheiße. Wer ist dieser Kerl? Ich weiß wirklich, warum das Sanatorium mein Lieblingslevel ist. Es ist der absolute Hammer, was Stimmung und Hinweise angeht. Okay, wer ist das? Sorry, Alter. Und wer ist es? An den Finder dieser Nachricht. Noch einmal? Was an den Finder dieser Nachricht? Okay. Hinweis entdeckt, Abschiedsbrief. Sie sterben draußen, ich höre sie kreischen und weinen. Diese Hölle ist mein einziges Vermächtnis. Gottes Strafe für meine Fehler. Ich kann mein Schicksal nicht entrinnen. Der Tod wartet bereits auf mich. Jefferson Bragg. Da ist er, unser Eugene. Krass. Der hat sich in den Geheimgang hier zurückgezogen. Und ja, jetzt wissen wir Bescheid, dass der tot ist. Hat sich selber umgebracht. Das ist ja mal total krasses, optionales Gebiet, um ehrlich zu sein. Ne? Okay.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir auch alles hier im optionalen Bereich. Sonst hätten wir einen extrem coole Film verpennt und hätten der Jefferson Bragg beziehungsweise seine sterbliche Überreste verpasst. Ja, sehr, sehr geil. Das gefällt mir richtig. Jetzt können wir auch wieder zum Wolf und der Hauptgeschichte gehen. So, ich habe das dumpfe Gefühl, dass der Wendigo gleich kommt, der draußen rumgeklettert ist. Ah, nein. Scheiße. Gott. Okay, das hat mich jetzt doch wirklich wieder erschrocken. Ich bin auch sehr froh, dass die Facecam nicht dabei ist, um ehrlich zu sein. Oh Mann. Wobei die Filmsequenz immer etwas weniger werden, muss ich sagen. Ist natürlich immer noch sehr stark filmsequenzlastig. Aber, boah, trotzdem. So. Jetzt geht's bestimmt gleich los. Nee, mach das nicht. Mach das nicht, Mike. Eine scheiß Ratte? Mhm. Oh Gott! Hä? Wie ist das Scheißvieh? Boah. Nette Wolf, nett, mein Wolf. Boah, wie cool die sich bewegen. Geradeaus, geradeaus. Wo ist mein Wolf? Ich will meinen Wolf hinterlegen lassen. Oh. Oh Gott, Alter. Oh, da war noch Kleidung an, ne? Die haben das Sanatorium nie verlassen. Gott. Die haben das Sanatorium echt nicht verlassen und der andere, der Fremde, hat sie ja eingesperrt. Fuck. Jetzt habe ich kein Feuer mehr. Jetzt habe ich mein Feuer verloren. Nein. Fuck, das kann echt nicht sein. Oh. Ich habe du Scheißgefühl. Fuck. Da ist er wieder. Boah, Alter, wie geil und ruckartig die sich bewegen. Das ist so geil animiert. Und in Szene gesetzt. Ich liebe die Darstellung von Wendigo Wach hier in dem Spiel. Hab ich dich erwischt? In der Bewegung. Wisst, ich hätte noch links gehen sollen, oder? Verdammt! Kommt immer noch durch, ne? Ja. Und jetzt? Los! Verpiss dich! Hau! Oh Gott, damit habe ich null gerechnet gerade. Okay, jetzt habe ich meine Machete verloren und mein Wolf ist doch noch tot. Huiuiui. Was war das denn? Da ist er wieder. Stillhalter, ne? Wow. Jetzt habe ich aber meine Machete verloren. Vorsichtig. Nicht bewegen. Ich finde es mies, dass mein Controller vibriert dabei. Das macht es nur noch schwieriger. Oh, scheiße. Gott. Stillhalter, dann wieder. Oh Gott. Ach du Scheiße. Nicht Retter. Ja, und zieh mit dem Wölfchen ab. Verdammt. Okay. Gut, das haben wir auch wieder überlebt. Arschgesicht. Das haben wir auch wieder Wo überlebt. steckst du? Und der Mike wird langsam zum richtigen Actionheld hier. Was zum... Was? Wie was?
Was ist jetzt? Was kommt jetzt? Basse. Ja, jetzt kommt das aus dem Totem. Ja. Wann hört dieser Scheiße auf? Ja, das ist das aus dem Totem gewesen. Da ist er. Ja, ich hab's gewusst. Wenn nicht, hätte es nicht seinen Tod bedeutet, ne? Das sind die, An mir ist genug für alle dran! das ist die der Typ eingesperrt hat. Er hat gesagt, 6 hat er eingesperrt. Das sind sie. Und? Quicktime-Event wieder. Ja. Boah, Mann! Schießen weg! Oh, Scheiße. Das ist richtig heftig. Wieder gerade so. Das sind die ganzen Bergarbeiter, ne? Die ehemaliger. Und der Fremde hat sie alle eingesperrt. Und ein paar sind freigekommen. Ja, ich beeile mich, Wolf. Stumms auf, du Ochs. Oh, Scheiße. Wow, wie cool. Sehr kleines Ziel war das jetzt. Ja, wir zünden sie an. Hopp. Zünden sie an. Wow, jetzt schieß aufs Fass. Alter, wie cool das aussieht. Jetzt aufs Fass. Das hat zwei gekillt, glaube ich. Da ist der Wendigo-Geist freigesetzt worden, glaube ich. Ich glaub's zumindest, das hat so ausgesehen, ne? Hat ihr das Gesicht noch in der Flamme gesehen? Wow. Aber wie hieß es immer so schön, wenn's am schönsten ist, soll man aufhören, ne? Und ich die Sache an der Stelle setze ich wieder meinen Cut, ihr liebe Leid. Und wir sehen uns mal wieder zu Let's Play Until Dawn auf Pelzig. Und ihr seht auch gleich wieder, was beim nächsten Mal passiert. Also machen's gut und bis morgen. Ich bin echt gespannt und kann gerade auch wirklich nicht aufhören. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee. Da ist er wieder. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Oh doch, so los, komm schon, los jetzt! Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen.